willkommen zu einem neuen Video. Heute habt ihr gesehen, dass ich heute ein Lolas Live mache. Also es wird das zweite Lolas Live. Ich glaube, ich habe das erste Lola Live vor einem Jahr gemacht. Also es ist so lange her. Aber das ist nur, weil ich es halt extra vergessen habe oder weil ich einfach keine Zeit hatte oder weil die Lola das möchte und so. Jetzt mache ich eins. Ich hoffe, das Video wird auch interessant und ich hoffe, ich mir nicht mehrmals versprechen oder wiederholen. Also Lola, ihr kennt sie. Und da habt ihr auch den Insta-Namen, dass ihr auch keine Bilder von ihr verpassen. Und zwar ist es so, dass Lola ist ja am 26. Januar 2018 zu uns gekommen. Und sie ist jetzt halt mehr als 2 Jahre da, sie ist ja 2 Jahre alt. Und in dieser Zeit hat sich halt so viel geändert. Von der Größe hat sich eigentlich nichts mehr geändert, seitdem wir das Lolas Live gesehen haben. Weil sie eigentlich nicht mehr so groß gewachsen ist. Aber wenn man sitzt, dann kommt sie mit dem Kopf irgendwie da hin. Also wenn ihr sitzt und sie sitzt. Ihre Verhaltensweise hat aber sehr geändert. Also zum Beispiel, sie tut ein bisschen mehr kuscheln als früher. Also sie ist echt überhaupt kein Kuschelhund. Aber dafür hat sie Charakter aus Gold, sage ich jetzt. Weil sie ist so herzlich zu anderen Menschen. Man muss nicht irgendwie sagen, ja, Achtung, sie kann bissen oder so. Sie ist so lieb, sie lässt eigentlich alles mit sich machen. Man kann ihr eine Sonnenbrille aufsetzen, ein Grönchen oder man kann sie auch anlegen. Zum Beispiel wir haben es von Adidog, also Adidas einfach für Hunde, haben wir halt so einen Bulli bestellt. Und da kann man das auch anlegen, nach einer Zeit gewöhnt sie sich daran und dann vergisst sie es sozusagen. Oder zum Beispiel, wenn es regnet, die wir halt ihr so ein Regenmäntel anlegen, einfach weil dass der Fell halt nicht zu nass wird. Und wie gesagt, sie macht alles sozusagen. Spielen tut sie eigentlich auch immer noch gern. Also sie ist immer noch extrem verspielt, aber wenn sie zum Beispiel frei ist und man sie dann rief und sie hat mit einem Hund gespielt, kommt sie dann eigentlich nach einer Zeit wieder. Und das ist halt auch extrem toll, dass sie sich so gefolgt hat. Oder dass sie so folgt. Okay, es ist nicht immer so. Du denkst bestimmt so, wieso muss ich ein Video machen, oder? Du hast gar keinen Bock drauf, oder? Und eigentlich willst du dort hinten schlafen. Also sie geht dann einfach, wenn sie dort hinten schlafen. Auf jeden Fall, wie gesagt, sie folgt halt auch besser. Sie macht auch zum Beispiel auch Trickschen macht sie ab und zu. Also man kann mit ihr Trickschen machen. Wie sie davor schlägt. Also die Trickschen haben wir ja eigentlich ihr schon vor einem Jahr beigebracht, zum Beispiel High Five, Pfötchen, Platz, Sitz, Spring, also dass sie raufspringt, oder Hopp, sagt man auch. Lana tut auch so mit ihr über solche Dinge drüber springen, durch ein Video. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sie ist auch nicht irgendwie böse geworden, weil sie halt schon ein paar Verletzungen hatte. Also es ist mal so gesehen, dass ein Hund sie gebissen hat, also gerade in den Ellenbogen rein. Dann hat sie am Viertel noch generell Verletzungen gehabt und noch nicht mehr angetuscht. Und das ist halt auch dumm für sie. Ich weiss nicht, was man noch grundsätzlich über Lola sagen. Lola ist einfach immer noch der herzigste Hund, den ich kenne. Also sie ist so liebevoll und so und ich kann nur halt für ihr schwärmen. Aber jetzt geht die negative Seite. Die negative Seite ist, dass sie ab und zu auch nicht folgt. Okay, sie ist jetzt ein Teenager, was halt auch Sinn macht. Also sie ist immer noch halt so ein bisschen kindlich. Dann ist halt wegen dem Putzen. Lola, die verliert so viel Haar. Ich weiß nicht, ich habe gerade mal eine Story gemacht, wo auch so Haar davon gebildet ist, weil mit denen sie halt anfangen dazu halt auch Würste. Und dann macht halt der Papi halt immer da draußen, weil da draußen gerade Feld ist und so. Und Vögel, die benutzen das für ein Nest. Ist auch gut. Und dann hat es mir so viel Haar gegeben, und das ist halt auch verwindet, dass es die ganze Straße weggerollt ist und so viel. Und ja, es ist einfach, die Haare sind einfach extrem viel. Und das heisst, wenn man jetzt schwarze Kleider hat, wie ich jetzt, wo eigentlich ein grosser Fehler war, ist, wird man einfach komplett voller Haar. Also ein paar Haare sind da meine eigenen, aber ja, das sind meine eigenen. Aber da
ist voller Haar. Oder auch da unten, da, alles voller Haar. Ja, und das ist Flecken, das ist etwas anderes. Und das ist halt auch für die Mami extrem nervig, weil sie halt da alles putzt. Und dann halt beim Waschen gehen halt die Haare halt nicht raus. Das heisst, wir dürfen eigentlich mit schwarzen Sachen eigentlich nicht am Boden hocken. Was mache ich? Ich hocke am Boden. Entschuldigung Mami, wenn du das Video siehst, aber ich musste es machen. Dann Lola, ich glaube sie ist nicht die Einzige, aber sie kann einfach nicht trinken. Also wenn sie trinkt dann, und dann wegläuft, dann ist das halbe Wasser schlabbert ihr aus dem Mund raus. Dann denkt man sich auch noch so, Lola, wieso? Wenn ihr denkt, der Hund wäre leicht, okay, mir sagt halt oft, der Hund wäre leicht und so. Es stimmt nicht ganz. Ein Hund kann einem irgendwie dazu bringen, dass man mehr rausgeht. Zum Beispiel, seitdem wir die Lola haben, gehen wir viel mehr raus. Oder zum Beispiel, einem fällt viel mehr auf, wer alles mit Hunden draussen ist. Also zum Beispiel auch im Europapark, wenn wir gehen ohne Lola in den Europapark. Aber wenn wir dann im Europapark sind, dann achte ich mir so oft, dass so viele Hunde im Europapark sind. Also mir ein komplett neues Augenfeld, Augenwinkel, Augenperspektive, Sehperspektive, egal, ihr wisst, was ich meine. Und das ist einfach, irgendwie fasziniert das einem. Oder zum Beispiel die Osama-Feld, das habe ich glaube schon mal erwähnt. Und dann sieht man einfach, wie alles wächst. Also früher ist mir das nie aufgefallen. Und jetzt bekommen wir sozusagen diesen Schritt mit, weil wir halt jeden Tag mit ihr rausgehen. Aber was noch zu den negativen Sachen gehört, das ist halt wegen Ferien oder wie gesagt wegen Europapark. Wir müssen sie halt immer nicht mehr abgeben. Zum Glück gibt es hier unten so einen Kindergarten für Lola, wo sie halt mehrere Tage da sein. Aber es kostet natürlich, das ist klar. Aber das ist halt gerade hier bei uns, also es ist kein weiter Weg. Und zum Beispiel Lola haben wir halt oft der Familie gegeben, wo halt Leonie, ja, also der Hund, da oben ist noch ein Video geblendet, haben wir sie amix geben, aber diesmal geht es nicht, wenn wir in die Ferien gehen. Aber wir werden sie schon irgendwie versorgen. Wenn man Hunde hat, hat man halt schon ein bisschen Nachteile, wenn man zum Beispiel halt nach Food gehen. Zum Beispiel, wir können nie als Familie zu Food gehen oder so, weil wir halt mit Lola irgendwo abgeben. Oder zum Beispiel Fasnacht ist auch ein Problem, da müssen sie halt mitnehmen, aber mitnehmen ist halt auch schwer. Okay, ich denke doch bestimmt, wir können den Hund doch einfach allein lassen. Das ist aber auch nicht schön, wenn man einfach einen Hund allein lassen. Okay, sie ist sich jetzt langsam gewöhnt, oder sie ist jetzt sozusagen daran gewöhnt. Aber trotzdem ist es halt auch immer noch hart, wenn man einfach den Hund so allein lässt. Ich glaube, das wären so die Sachen, die halt so einfach generell um die Lola oder einfach generell über Hunde sind. Ich weiss nicht, ob das Video sehr informativ war. Wenn nicht, tut es mir extrem leid. Und ja, ich habe einfach keine andere Videoidee und ich brauche absolut ein neues Video. Okay, das können wir dann nachher schon wieder Vlogs, weil ja Fasnachtferien sind. Und ich habe diese Woche, also heute ist Mittwoch, also ich habe noch 2 Tests und 2 Checks. Aber folgt mir gerne auf Insta, weil dort poste ich extrem viel. Dort habe ich auch ein Highlight für Lola, wo man gerne vorbeischauen kann. Zum Abschluss will ich noch ein paar Tricks zeigen, was ich mit Lola kann. Ich weiss, du hast überhaupt keinen Bock, aber es tut mir so leid. Mutti? Hey, die ist so müde, es tut mir so leid, Lola. High five! High five! Vögel. Anderes High Five. Hannes Pegel. Ja. Also wir können den auch ins Maul legen. Also. Hey, kannst du essen? Also zum Beispiel die beißt auch komplett nicht. Das kann ich dir auch noch sagen. Hey. Ist das nicht? Hallo? Also, dann war es mit dem Video. Du hast ein bisschen Lola ihre Motivation für heute das Video gesehen. Also, sie ist sehr irgendwie demotiviert, habe ich das Gefühl. Sie hat zum Beispiel auch das Ding nicht gegessen. Egal. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann gerne nachrufen. Und ihr dürft auch kostenlos meinen Kanal
abonnieren. Und schaut unbedingt die Glocke an, dass ihr keine Videos verpasst, wenn ich dann wieder mal nicht hochlade. Weil es werden in der Ferien Vlogs kommen. Dann sieht man sich beim nächsten Vlog, weil es werden Vlogs kommen. Aber wahrscheinlich auch Videos mit Lana oder so. Ich weiß nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao!